Freunde der gepflegten Unterhaltung, willkommen zurück bei 1800. Wir sind hier immer noch mit den Luftschiffen beschäftigt und ich will jetzt mal einen ultimativen Test machen. Wie schnell, der Unterschied vor allem zwischen Arktisgasbetrieben und Heliumbetrieben. Weil mir geht es vor allem um den einzigen Test, der mir gerade wichtig ist. Bewegungsgeschwindigkeit plus Frachtverlangsamung. Vor allem der natürlich 30% mehr Speed generell. Also sprich 30% Bewegungsgeschwindigkeit plus. Dafür halt auch Frachtverlangsamung plus. Ladungskosten weniger. Schaden durch Schiff, durch Kanonen. So viel stärker. Oh, du meine Güte. Und jetzt, wie mache ich das? Die sind beide jetzt hier unten. Das passt schon mal. Sollen Warenaustausch vollführen. Und ganz kurz mal schauen. Wartungskosten, okay, wenn das alles ist. Warte mal temporär, weil. Knapp hat er schon wieder. Also da nochmal 2 von denen, dann passt das. Also, Test ist, ich will jetzt eine Route machen, eine Testroute. Beide Schiffe sollen das gleiche beladen hier. Gehen dann hier rüber, nach vorne auf Fundo, laden sie ab. Dann wiederum nach Santelomé und laden hier auch was ab. Also quasi hier abladen, wieder was einnehmen, hier wieder abladen. Das ist der Test, den ich gerade starten möchte. Test Luftschiffe. So. Dann haben wir hier einmal den Pegasus. Dann haben wir noch Medusa 4, auch ein Pegasus. Handelsstation Prosperity von der Fundo, Santelomé. Natürlich, was wir hier sowieso zu viel haben, in dem Falle Ponchos. Sollen beide, warte mal, sie haben 5 Kapazitäten. Das ist natürlich eine Menge. Dann sollen sie auch noch nehmen, was sowieso zu viel hat. Komm, nimmt jeder irgendwie 50 davon mit, dann passt das schon. Also ich will wirklich, dass beide voll beladen sind. Das ist mein Ziel gerade. So, rum. Dann hier Waren entladen, hier, hier, hier. Theoretisch können sie wieder irgendwie was mitnehmen. Ich mache hier natürlich dann die Hälfte. Ich sage selber natürlich ein bisschen doof, insofern, wenn ich jetzt hier Waren verschippere, die sie da unten ja, sag ich jetzt mal, gerne nehmen, die ich ihnen aber aktuell noch verbiete. In Santelomé, genau. Da momentan noch gar keine Waren drin habe, kann natürlich alles verbessern und so. Also ja, neue Welt wird hoffentlich nachher bald soweit sein für das letzte DLC vom 4. Season Pass. Auf die neue Welt, da soll es irgendwie auch neue Bevölkerungsstufen geben, angeblich und so. Das wird sicher krass werden. Jetzt aber die 5. Okay, ich pausiere die beiden mal nochmal. Haben sie jetzt doch schon gemacht. Super. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, ob die überhaupt beide Wohin soll's gehen? ein Lager haben. Können die beide schon irgendwas mitnehmen? Abflugbereit. Okay. Bin gespannt, wer nachher hier schneller ist. Es gibt nicht viel zu feiern. So, das, wie gesagt, auch hier blockieren, blockieren. Schnaps, wer die Schnaps haben, verstehe ich gerade nicht. Also, doch. Natürlich verstehe ich's. Weil ich doof bin vor allem. Ching, ching, ching. Boxkampfarena haben sie. Genau. So. Der ultimative Test. Habe ich schon so viele Ziegelsteine gerade mitgenommen? Krass. Flugroute ist eingezeichnet. Ja, zum Laden haben sie eine Weile, das stimmt.
Außer haben wir eigentlich praktisch alle Schiffe. Also von dem her. Sobald man die So, Öfen aus der dem alte Auge Nee, lässt, die knisternde sinkt die Ding. Temperatur. Der ist noch da, ich kann einfach mal das Teil da oben holen. Setz das Ding in Bewegung. Eigentlich also eine Harpie pro Region würde ich gerne behalten. Das scheint mir doch ein bisschen was zu bringen. Hier ausgerüstet Luftschiffe. Vielleicht schon nicht 100%. Ich glaube, den packe ich nachher dann auf einen großen Dampfer, der nachher noch kommen soll hier hin. Weil das ist natürlich schon krass, wenn ich den drauf habe. So, sonst wird es wieder Wärme. Ansonsten Kohle haben sie hier. Hier auch wieder. Wie sieht es hier aus? Steigt auch leicht zumindest. Ist halt die Frage, war er da oder ist er schon wieder unterwegs? Ah, er kommt gerade. Sehr schön. Eben den will ich ja nachher dann durch einen großen C4-Ballon ersetzen. Da ist ja das Ziel eigentlich. Das klappt soweit auch. Sag mal, wie lange wart ihr eigentlich noch hier? Ich bin schon in der Zwischenzeit an um die ganze Welt gereist. Bedeutende Entdeckung. Ja, ein Leben-Ding verschieben, super. Wie um alles in der Welt habe ich mich von Ihnen einwickeln lassen. Wer weiß, wer weiß. Sag mal, Die Menschen lassen sie hochleben. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. das ist irgendwie ein Bug oder So so? mutig und so viele Leben gerettet. Hä? Neuen Bug entdeckt, Freunde. Hier geht nichts mehr. Was ist das denn? Krass. Wer hat denn das gemacht? Da geht gar nichts mehr. Die gehen nicht mehr ab, nix. Abflugbereit. Okay, muss ich nachher mal beobachten. Krasser Bug, hey. Je höher der Aufstieg, desto tiefer der Fall. Du. Was? Soll ich ein Wurfspaket abliefern oder was? So, komm. Mittagspause? Ja, komm, können wir aufhören damit, weil der kostet mich eh nur Geld. Ist zwar nicht viel, aber trotzdem. So, nee, so soll er damit machen jetzt. Ach, mal ein bisschen was ausgeben hier. Warte mal. Das Ding hat ja auch minus 1200. Und weil es früher noch auf die alte Art gebaut wurde, wa? Aha, wie soll das funktionieren? Kann ich hier einfach irgendwas mitnehmen oder was? Nehmen wir mal hier einen Manticore. Bis jetzt noch gar nicht eingesetzt. Boah, Alter, laut. Die Menschen lassen sie hochleben. Obrera Wohnhäuser, ne? Das sind ja auch solche, aber sind Hacienda-Wohngebäude, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es gar nicht funktioniert. Also, was mal hier oben war. Raus mit der Fracht! Warte mal. Ganz kurz verlangsamen, der ist jetzt unterwegs, wa? Neutralen Auftritt. Nee, noch nicht, ich habe es auch nur geplant, aber noch nichts gemacht, okay.
Der mit dem Helium ist wirklich schneller. Also, natürlich, hier natürlich kein Ding war. Doof. Natürlich einfach auch noch bauen. Okay, nehmen wir der Testen doch eher für die Katze, das Teil hier natürlich nicht habe, Anlegestelle. So. Klarer Himmel. Bereit zum Abheben. Der müsste eigentlich schneller sein und Fracht langsam plus 15%, aber da heißt pro Frachten, weil ich 5 Frachten drauf hatte, hat der Speed-Technik gar keine Chance. Das wäre natürlich übel, Leute. Schaut das mal vor, hey. So, jetzt müssen wir ganz kurz hier abwarten. Wartung, Wolkenkratzer, Unterhalt, ja, du mich auch, ey. So. Du kannst hier mal ganz kurz warten, Kumpel. Wir will den Test nochmal wiederholen. Ich bin halt immer unter der Prämisse, dass sie im selben Ort und so einsteigen. Also sprich auch überall gerade Platz haben, irgendwas abzulegen. Wenn es heißt wirklich Frachtverlangsamung pro Ding 15%, dann ist das schon übel, ey. Dann wäre es eigentlich umgekehrt, das heißt, dann wären die besser für keine Frachtrouten, sondern ich schnell irgendwie was holen und halt spontan irgendwie austauschen möchte und so, aber eben halt keine Frachtrouten in dem eigentlichen Sinne, wo sie ständig beladen sind. Dann wäre Helium dafür eigentlich doch besser, wenn es wirklich so wäre. Die Wartungskosten sind natürlich auch schon übel, 35%. Das wäre noch ein Kriterium, was man sich überlegen müsste. Ja, es ist schon nicht ohne. So. Klarer Himmel. Jetzt ist er da oben. Du gehst auch mal bis da hoch. Wir sind abflugbereit. Also versuchen wir es nochmal. Weil der ist natürlich jetzt beladen, das bringt mir jetzt gar nichts. Hä? Haben da jetzt alles? Moment. Oh. Jetzt haben die dieselbe Ware mitgenommen. Hä? Warum das? Warte mal, was habe ich alles dabei? Die Hüte, wo... Mann, nicht die. Die Hüte, Melonen, Mensch. So, also beide wieder los. Wohin soll's gehen? Dann machen wir jetzt mal einen Live-Test. Irgendwelche Rasenmäher oder so. Also Schiffe selbst gefallen mir schon, ne? Verstehe mich da bitte nicht falsch. Okay, jetzt haben wir hier 2 Stück, das heißt, beide können gleichzeitig einladen. Da geht es zum Hauptkonto, warum auch immer. Was darf es sein? Also, der ist der mit dem Gas Klarer Himmel. und der ist mit dem Helium, also arktisches Gas und Helium.
königliche Steuern, ey. Die Wartungskosten sind übel. Wolkenkratzer und halt auch nicht gedacht, dass die so teuer sind. So, B- und Endland wird es keine Geschwindigkeitsunterschiede geben, genau. Da war ein bisschen früher da, das stimmt. Bereit zum Abheben. Hängt jetzt der wieder oder was? Was darf es sein? Wieso hängt er jetzt da? Freunde. Das gefällt mir jetzt gar nicht, weil, sorry, wenn das irgendwie so ein Bug ist und so im Spiel, der irgendwie sagt, hey, wenn du mehrere von denen hast, die irgendwie auf einer Insel hin und her schwimmen, dann klappt das System nicht. Ne, es klappt nicht. Man hat gesehen, dass er leicht abgehoben ist und plötzlich, jetzt wartet er einfach wieder, Schiff handelt. Wohin soll's gehen? Und dann ist schon irgendwie längst im Ziel, oder? Hey, sorry, ich muss davon ausgehen und ich muss mich darauf verlassen können, dass das funktioniert. Nicht, dass er da überall händisch eingreifen muss, weil sonst hat das Stilsinn noch mehrere Bugs, als er eigentlich dachte. Aber das hoffe ich jetzt nicht. Ich hoffe, dass der andere jetzt gleich wieder kommt. Nee. Das, weil dieselbe Route ist? Das hoffe ich auch nicht, hey. Wir haben Schiffe im Einsatz haben, die genau das tun sollen. Was darf es sein? Der hängt immer noch da, der hängt fest. Also vorhin hingen beide fest, jetzt hängt nur der fest. Abflug bereit. Ja, der Test geht natürlich jetzt in die Hose. Okay, jetzt kam er, aber warum war der so langsam jetzt? Was ist so purer Zufall, dass der so lange hatte? Okay, müssen wir gleich nochmal testen, Freunde. Klarer Himmel. Also der ist jetzt mein favorisiertes Schiff, sag ich jetzt mal. Der Pegasus im Sinne von mit dem arktischen Gas, mein Favorit. Der war jetzt relativ schnell unterwegs. Oh. Ach, so funktioniert das bei denen, oder wie? Kein Abwurf waren an Bord. Hä, interessant. Okay, okay. Rüstungsfabriken produziert. Ja, das geht ja auch so, wie man gerade gesehen hat. Wohin soll's gehen? Du glaubst doch nicht, dass ich dich vergessen hätte. Hier war auch plötzlich wieder wesentlich schneller unterwegs. Das ist wirklich, wirklich seltsam, Freunde. Hier ist kein Platz mehr. Die Ölpresse brauche ich das eigentlich Was kann ich doch. für dich tun? Da komme ich nicht dran vorbei. Ich habe noch eine Hacienda, das heißt, ich kann hier auch Lagerräume bauen, brauche die hier draußen nicht. Kann auch noch optimieren. Klarer Himmel. Also es ist und bleibt seltsam.
Auch wieder. Huch, wo ist der so dahin? Vorwärts! Nein! Kurz erwarten bitte. Ich will, dass er gleichzeitig startet. Borg geworfen. So. Nochmal ein Test auf Exempel, Freunde. Bereit zum Abheben. Er hebt ab. Nicht hält ihn am Boden. Also nochmal gucken, welches von beiden schneller ist. Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. So, auf normal Speed. Schade natürlich, aber kann passieren. Bereit. Der Bug ist auch noch da. Aber ich hoffe, dass das andere, was wir gerade gesehen haben, irgendwie wirklich nur ein ganz doofer Bug war. Was ist jetzt hier eigentlich los, hä? Ich hab doch gesagt, ich will es gerne Mach die hier, Luken auf. hier und hier haben. Aber auf Erfolg, okay, jetzt. Manticore. Das sieht vielversprechend aus. Was freut sie jetzt? Ah. Das wirkt auf eine gewisse Zeit. Okay. Geben Sie uns Cool. einen Kurs. Also so einen temporären Boost haben möchte oder Buff, dann kann man das durchaus machen. Hm. Hätte auch nicht gedacht, dass es so funktioniert. Auf Kurs. Aber was weiß ich schon, nicht wahr? So, wir sind unterwegs. Da haben wir die beiden auf der Handelsroute. Bin gespannt, wann die wieder abheben. Abflugbereit. Okay, nee, er ging nur ein bisschen zur Seite, weil er mit der anderen sein Geschäft da machen kann. Wir sind abflugbereit. Okay, dann natürlich jetzt kein Rum mehr dazu, weil wir keines mehr haben. Ausweichen! Trotzdem ist er irgendwie langsamer beim Beladen. Krass. Also das mal noch ganz kurz testen möchte, wenn der jetzt irgendwie schneller war. Immer der Nase nach. Gerade irgendwie wo was gedonnert oder so. Warten, bis der auch fertig ist mit Beladen. Also mein Geschmack braucht er viel zu lange, ganz ehrlich. Aber eben habe ich auf den gar keinen Boost drauf zum B- und Entladen. Das wundert mich gerade. Klarer Himmel. Ah, das Gewitter. Ja, klarer Himmel und das Gewitter gerade. Ich will nochmal einen Test machen, Speed hier, wenn die beide voll beladen sind. Das würde mich dann noch interessieren. Aber trotzdem, ich glaube, die Heliumballone, die fallen durch. Alleine schon von den Wartungskosten, das ist, finde ich, ein bisschen übel. Ja, da kommt er mal. Der ist wesentlich schneller beim B- und Entladen, das wundert mich wirklich. Wir sind unterwegs. So, geht die beide dahin. Wohin soll's gehen? Und jetzt Fullspeed. Der kommt ja mit Gas ist trotzdem schneller, also mit dem arktischen Gas. Eben weil er plus 30 generell Speed, jetzt aber 15% langsamer wäre, aber er ist trotzdem schneller. Wir sind abflugbereit. Okay, okay. Ja, Freunde. Ist wohl doch so, wie ich es auch gedacht habe, dass mit dem Erwarte neuen Kurs. arktischen Gas und so.
ist immer noch der Dauerbrenner. Das andere kannst du, glaube ich, echt vergessen, nee. Manövriere! Also nichts gegen die Idee mit Helium, ja, alles cool, aber wenn du halt Zugriff auf arktisches Gas hast, dann kannst du, glaube ich, auf ein Helium mehr kacken. Oh, jetzt war er plötzlich auch schneller. Abflugbereit. Also mit B und Entland haben die beiden irgendwie noch Probleme, Sagt sie Lügen. aber ansonsten sind die beiden schon fix. Okay, gut. Ich würde mal sagen, Freunde, Test abgeschlossen. Er war... Ja... Er war interessant, sagen wir es mal so. Nicht ganz so, wie ich jetzt gedacht habe. Aber trotzdem besser als nichts. Okay, warte mal. Was darf es sein? Was darf sein, der Herr? Das heißt, sind wir ehrlich, Helium Wohin soll's gehen? kann ich nicht brauchen. Ich stehe mir auf Arktisgas. Dann haben wir den hier auch noch. Wir haben eine Unsere Hartbeerflotte Forelle. Das heißt, ich werde die beiden verkaufen. Nicht den hier, Entschuldigung. Nur Fliegen ist schöner. Du hast mehr Trefferpunkte, das heißt, wenn du dann wirklich irgendwie nur für Militärzweck Handeln kann man sich auf etwas die nutzen möchtest, würde ich sagen, ja, kann man machen, aber trotzdem sind sie halt saumäßig teuer. Wenn du das dann möchtest, ist natürlich... Naja, muss jeder natürlich wieder selber entscheiden. Dann klappt das so weit, so gut. Dann würde ich hier mit Arktisgas... Ja, noch ein bisschen was. War also halt eben die Frage... Braucht gar nichts mehr mit Helium, ich würde sagen nicht, weil alleine schon wegen Unterhaltskosten. Höhe stabil. Können wir das Test mal machen. Jetzt ein Arktisgas Boreas. Im Vergleich zu meinem hier. Das mache ich jetzt mal. Hey, ich baue mal so ein Boreas. Jetzt hier in neuen Welt zum Gucken, ob der eigentlich langsamer wäre. Und eben auch diesen neuen Boost hätte. Dann kannst du eigentlich wirklich die ganzen Schiffe, alles was sie haben, kannst du alles ja ersetzen. So. Hast du irgendwelche Schiffe da draußen gesichtet von La Corona? Wir sind abflugbereit. Schön, in Zeiten wie diesen ein freundliches Gesicht zu sehen. So. Viel Spaß euch beiden. Sehr schön, sehr schön. So. Jetzt haben wir die Gebäude hier noch. Da wollte ich eben noch ein bisschen was testen. Deswegen auch das ganze Ding hier. Die Frage, der hat jetzt 83, 83, 82, 160 bloß. 69, warum hat er bloß 69? 89 plötzlich, okay. Ja, ich hoffe, das reicht dann noch. Dann ist hier auch so, dann kriege ich 6 Gebäude hin, mehr wird nicht möglich sein. Das heißt, der hat wiederum... warte mal. Auch hier lieber so mache.
Fortschritt erst noch kalkulieren. Der hat jetzt 74, 81, 79, 77. Der hier unten ist natürlich nervig. Ja, so passt der nicht mehr rein. Also wird so oder so ein bisschen schlechter sein, als wir es oben haben. Aber immer noch besser, würde ich mal behaupten, als gar nichts, wa? Die macht zum Vorerst gar nicht. Das ist auch üblich im 69. Anders, warte mal, brauche ich die dann hier überhaupt in der Art und Weise? Zum Beispiel den jetzt hier unten habe. Dann müsste das einigermaßen funktionieren. Eben die Idee wäre dann, die 6 hier irgendwann mal runterzubringen. Werde ich jetzt sowieso nicht mehr schaffen. Also in der Folge sowieso nicht, darum geht es ja gar nicht. Nur das eigentliche Prinzip. Genau, warte mal. Jetzt haben wir da der mit Boreas-Gas gerade dran. Ich wollte einmal noch diese Varianten noch austesten, wa? Bewaffnete. Haben überhaupt die Unbewaffneten, meinen die Harpie? Dann mache ich so Harpie, mache ich Unbewaffnete und nutze ich nur, wenn ich halt schnell irgendwas verschiffen will, von A nach B. Die Manticores sind die einzigen, die ich bewaffnet nehme. Bereit für den Einsatz. Dann haben wir halt noch Pegasus und Zephyr für ja, Waren zu transportieren. Boreas brauchen wir gar nicht mehr. Die werden alle ersetzt. Okay, warte mal, investiert Einfluss. Mehr kann ich jetzt sogar dann nicht mehr bauen, weil nicht der Einfluss hier ist das Problem, sondern tatsächlich die Kanonen. Klarer Himmel. Mal schon keine mehr habe. Okay. Also das sind 9 Frachtschiff für die beiden. Der wird dann, schätze ich mal, wieder verkauft, weil ich sonst für Manticore keinen Einsatzzweck habe. Wohin soll's gehen? Das ist natürlich trotzdem teuer, war. Ich bin natürlich gespannt jetzt mit den Bewaffneten. Unterhaltskosten natürlich. Sind die noch höher, die Unterhaltskosten? Ja, ja, schon. Aber ich kriege noch den Bonus dafür. Warte auf Befehle. Ein paar Prozent. Okay, schicke ich den auch wieder hier hin. Kann auch verkauft werden. Lotto bereit.
Wenn ich die auch noch verkaufe, dann kriege ich natürlich auch noch viele schöne Punkte. Hey, das gefällt mir. Nun gut, Freunde, wenn wir sagen, wieder vielen Dank fürs Zusehen. 1800, muss leider die Folge wieder mal beenden. Die Frage ist, was haben wir jetzt in der Folge getan? Womit will ich das Thumbnail verzieren? Das kann ein bisschen schwierig zu entscheiden, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Habe ich jetzt mit den Lufthäfen viel gemacht, noch mit sonst anderen Dingen. Wann waren die Tests, war? Jawohl, warte mal, bis der Manticore hier fertig ist. Also jetzt kommt jeder und der andere. Ja, weißt du was, komm. Ich hole noch mal ganz kurz hierher. Befehle erhalten. Damit ich mir noch anschauen kann. Ja, vielleicht sowieso etwas, war? Ganz kurz noch alle Schiffe hier im Kreis anzugucken. Ja, die Harpy ist ja weg, die andere. Ja, ansonsten nehmen es natürlich noch andere Schiffe. Oder gibt es noch einen? Es gibt noch den Hermes, den haben wir jetzt gar nicht gebaut. Der soll ja eigentlich von allen Werten ein bisschen zwischen... Ja. Ein bisschen zwischen Pegasus... Na, Ladegeschwindigkeit 50%. Puh, natürlich auch wenig. Das stimmt. Hermes hat da 120 Ladegeschwindigkeit, wa? War nur 3 Frachtplätze. Boreas ist auch langsam. Ja, da wäre halt die Hermes noch eine Idee, sich zu überlegen, dass man sagt, hey, come on, ich hätte gerne ein Schiff, was mit der Ladegeschwindigkeit verdammt schnell ist. Investierter Ding, ich meine, der Einfluss ist hier 2, hier 5. Aber wenn ich 2 von denen nehme, jetzt haben wir Hermes und natürlich auch Frachtplätze, dann 6 insgesamt. Bei ihm sind halt trotzdem nur 3. Die Kosten brauche ich und vor allem die Unterhaltskosten. Ich habe hier dann 2 mal, das sind 1800. Das sind so nur 300 mehr als der Pegasus einer. Ich hätte eine Kapazität mehr insgesamt. Und Boreas, ja, eben ist halt ein 4er, klar. Aber jetzt langsam beim Verladen. Der Hermes wäre halt wirklich verdammt schnell. Ja, mir gefällt das irgendwie. Das sind 3 Frachtplätze, das ist irgendwie so. Oh, was willst du da machen? Da brauchst du irgendwie Dutzende von Hermes-Schiffen nachher. Und klar, der Einfluss ist hier ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Intercession Speed brauche ich eigentlich hier nicht, weil dafür habe ich dann den hier. Den C4. Oder eben vielleicht auch nicht, vielleicht sagen wir auch mal, okay, Pegasus kann auch mal Intercession-mäßig loslegen. Die Entscheidung hier ist nicht einfach, Freunde. Hermes oder Pegasus? Beziehungsweise sage ich mir ein Pegasus oder sage ich mir zweimal ein Hermes? Da müssen wir noch ein bisschen Gedanken machen, Freunde. Das will es mir dann aber in der nächsten Folge wieder zurück bei Anno 1800. Aber denk mal, der Rest so eben auch, dass wir jetzt sagen, hey, kriegsmäßig nehmen wir jetzt halt das Teil da. Den flotten Manticore. Und, ja, eben der Hermes ist also eine Frage. Wenn er nur 3 Dinger hat, 3 Slots und er halt so verdammt schnell ist. Mit der Ladegeschwindigkeit 120% ist halt schon viel. Er ist doppelt so schnell als die anderen Schiffe. Ja, muss man noch überlegen. Ganz gründlich natürlich. Und dann sage ich mal an der Stelle, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Wieder bei 1800, Luftschiffmäßig, yeah! Es geht weiter. Bye, bye.